Aufgepasst, aufgepasst. Eventuell musikalische Fehler sind an diesem Podcast bewusst nicht verbessert gehen. Kandidaten und Kandidatinnen an diesem Podcast sind keine Sänger oder Sängerinnen. Und auch der Serge wird die Stecker nie für gebraucht. Dafür, wenn ihr Fehler fand, könnt ihr gerne halen. Viel Spaß. Also, du warst am Anfang nicht effektiv um meiner linken Seite. Nee. Aber, ja. Können wir wohl nicht an meiner rechten Seite. Und dann so mal ging von dir aus gesehen. Serge, du warst auf meiner linken Seite. Genau, genau. You could be the greatest, you could be the best. You could be the king, come banging on your chest. You could be the world, you could be the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. That was my playing boss, man. Standing in the Hall of Fame. The world's gonna know your name. As you burn with the brightest flame. The world's gonna know your name. You'll be on the walls of the Hall of Fame. Und wieso? Du weißt das vielleicht nicht, mir schon ein paar Jahre Musik gemacht. Okay. Weil du irgendwie von der Musikschule von Dietling nicht heute gesagt und dann stelle ich mich bei. Also, für was? Ja. Sorry. Sorry. Nee, für was? Das war ja. Aber ich muss sagen, wann ich mich stärkt. Ja. Mehr Perkussion. Piano, Perkussion. Nee, das ist auch schwer, das fand ich schwer zu sagen. Auch wenn er so her im Radio klingt so easy. Nee, das ist schwer für zu sagen. Ich war sicher ein Druckerlausterer für ein paar Jahre. Du Mattgrölen, das war mir einfach. Ja. Das leidet auch nicht mehr. Vielleicht leidet das leidet ja. in der Bekleidung, ja. Ja. Für was das Lied da? Hall of Fame. Hall of Fame. Also, wenn du weißt, wie lange ich überlöscht habe, weil ich Lied. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das soll ja auch ein bisschen politisch, ein bisschen privat sein. Und du hast einen von den Liedern, die ich lausche, wenn ich mich ein bisschen muss pushen oder wenn ich Selbstvertrauen brauche. So. Weil Hall of Fame ist für mich leicht, also der Premier Degré, mein deuxième Degré ist Dedicate yourself and you can find yourself. So, wenn du etwas willst, sie sagen auch mich spät, okay, für was müsstet, do it for your people, do it for your pride, do it for your country, für was müsstet etwas, aber wenn du es willst machen, dann lo richtig. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Und wieso? When you're standing in a Hall of Fame, and the world's gonna know your name, 'cause you burn with the brightest flame. The world's gonna know your name. Okay, dann war so weiter. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Mal irgendetwas, wo du da 100 stehst und wo du deine Message willst rübergehen. Und das ist schön, dass oft, wenn ich zum Beispiel einen Auftritt habe, wenn ich ein Table Ronde tue oder so, und mir geht für einen guten Wop, da lauscht drin statt für mich ein bisschen Okay, zu Kopfhörer, ja. so wie Rocky ein bisschen. Genau das. Down, und dann motivierst du dich. Für das Selbstvertrauen ein bisschen rauszukriegen. Okay, und das brauche ich dann auch, das Selbstvertrauen oder das fehlt einem Heinz da. Also ich brauche es, weil ich sehe, das ja die meisten Politiker oder die meisten Leute, die viel Politik machen, das sind ganz extrovertierte Leute. Also wie zum Beispiel gesagt, wie bitte sie immer, ich mache Politik, weil ich Leute gerne habe. Und ich lebe da auch. Ich finde das flott von dem Dom, die Leute kann ein bisschen Porterin und so. Und das sind nicht. Ich mache Politik als andere Gründe. Und ich bin ein ganz introvertierter Mensch am Anfang. Das heißt, dass dann noch für mich immens viel über das Schild gesprungen so. Und dass ich da dann sagen, Table Ronde oder ein Rehrteil oder so, das ist ein Mittel zum Zweck. Aber ich muss mich dann immer für die Runde ein bisschen pushen. Mittel als
Den Zweck aus der Massage rüber. Den Zweck aus der Massage. Und Mittel aus eben, das was gerade muss gemacht Ein Interview machen, ja. Interview, also. Und das leider empfangen nicht. Nee, auch fragt man nicht für 20 Jahre Contest. Als Sprecherin von die Link, das ist ja. natürlich. Also, wo schon gefallen wurde. Wir können auch gar nicht so rüber, muss ich sagen. Wir können auch gar nicht so rüber, nee. Also. Ich bin bald 10 Jahre, ich bin 8 Jahre Sprecherin. Und ja, wenn du oft genug über deine eigene Schild springst, dann geht der Schild ja auch immer ein bisschen mit Klang. Aber das ist Übung. Okay. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, okay, du willst das machen, du meinst, dass die Massage rübergehen soll und du willst dich dafür aussetzen, für das, was du richtig findest, sondern hast das dort eben das, was du musst machen. Und wie gesagt, also für rund 10, 15 Jahre, wenn ich ein bisschen Loheim mit dir schwätzen, dann hätte ich wahrscheinlich Tränen und dann angehabt von Nervosität. Und das ist natürlich auch das Flot, du weißt auch unter selber. Wie sind ich bei der Politik ein bisschen durch Zufall effektiv. Ich bin gefragt, wo sie zu den Sektion gegründet haben von die Link. Und sind ich gefragt gehen und ob ich wieder mitmachen. Und sind ich bei der Urlaub gegangen und ich muss ehrlich so meine erste Menge fallen. Das war so, okay, guckst du mal, was geschieht. Und danach sind ich effektiv national an Politik gekommen, schon immens viele Diskussionen mitgekriegt. Ich schwätze mit Leuten wie Ander Hoffmann, Justa Türpel, die schon ein paar Jahre etwas erlebt haben. Und, weil du kannst dann immer mehr ran. Und du lehrst eigentlich, dass zum Beispiel Armut kein Naturgesetz ist. Dass die sozialen Ungleichheiten, die du hast, dass das nicht einfach so ist. Und wo du umgangen, du musst mir ins geben, dass das politische Decisionen sind. Und dass der andere in der Arbeit ist. Und dass es eben noch Leute gibt, die davon profitieren, wenn die Situation die ist, wie sie eben im Moment ist. Und da habe ich gelernt, dass du auch der Leute an der Chambre sitzen musst, die davon profitieren, weil das System so ist wie es ist, oder respektive die zumindest nicht davon profitieren, weil wir so ein Scheiertisch armer Reich muss wie klein gehen. Aber wenn du die Leute an der Chambre hast, dann musst du auch andere Leute an der Chambre haben, die probieren, ein bisschen dagegen zu halten und ein Kräfteverhältnis schaffen. Wenn du nur richtig lauscht und du sagst, dass die Leute nicht mehr mit Mindestlohn sich keine Wohnung mehr leisten können, wie Probleme immer mehr die, wenn Schichten noch rangehen. Und du kriegst das alltag mit und du weißt, das ist eine Frage für Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft, das ist eine Frage für Kräfteverhältnisse im Parlament. Und dann nichts zu machen, das ist überhaupt keine Option mehr. Weil du denkst, kann ich auch nicht alle Menschen, die zum Beispiel vom Mindestlohn leben, den schafft 40 Stunden noch viel mehr. Das sind Leute, die keine Zeit immer für sich für ihre Sachen anzusetzen. Und dann denkst du, dann müssen vielleicht auch Leute, denen vielleicht nicht so schlecht geht, die ein bisschen mehr Zeit haben wie ich, die müssen schon noch dafür setzen. Wie hast du einfach so Zeit oder? Ich merke aber, dass ich mehr einfach wie einer langer Zeit Frau, die am Nettoyer schafft oder Schichten schafft oder so. Schaffst du da 40 Stunden vor? Laut Kontrakt 40 Stunden vor. Ich meine auch den Job. Laut Kontrakt das, ja. Was müsst du dann? In der Realität sind da ein bisschen mehr. Ja. Was müsst du dann als Job? Ich bin Bauingenieur. Bauingenieur? Ja. Das heißt, am Alltag, wie stellt sich das vor? War kalt, war ich 3 Stunden im Chantier, haben wir Chantiersreunion und dann gehst du auf das Büro, das von A bis Z. Ich plane vom ersten Schritt und Plan bis nur die ganze Statik von einer Brick. Und dann gehst du eben auf das Chantier kontrollieren, dass du das auch so machen, wie du vorgesehen hast. Okay. Gibt es Parallelen zu den politischen Engagements? Etwas bauen, etwas planen, etwas bauen. Ich habe immer probiert, eine schöne Metapher zu finden von Brücken bauen, weil so viele Politiker, die immer so, wir müssen Brücken bauen, keine Mauern oder so. Aber so die perfekte Metapher, die ist mir noch nicht angefallen. Baust du da Brücken am richtigen Leben noch? Ja. Dann hast du ja wohl keine Metapher, dann hast du bei dir... Das ist die Realität. Wenn ihr ein Politiker könnt und die Schweizer Brücken bauen, dann kannst du so, entschuldigt, ich baue Brücken. Genau, ja. Und das Wichtigste ist das Fundament. Und das Fundament schon nicht stimmt, dann die Ideen, die sind so, weil da kann ich da so und dann halt den Brück auch hin. You could go the distance, you could win the mind, you could go straight through hell with a smile, you could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Do it for the people, do it for your
for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. Niftinger 40 Stunden Woche, die heißt also schon mehr als wie du siehst, nach dem ganzen Engagement, wie kriegst du das dann alles in den Hut? Es variiert natürlich. Weil du bist ja nicht just Member an einer Partei, du bist auch nicht just ein Kandidat, du bist auch ein Sprecher von die Linken, was unabhängig benevol habe ich das, wo du ganz viel an Engagement hast, du gehst auf Konferenzen, du gehst bei Presse, Sachen die en plus, dus je moest motiveren dafür. Ja. Wie packst du das dann überhaupt? Also das ja, es variiert ja ein bisschen noch von der Schachteltrauer. Ja. Also im Moment, wo wir Wahlkampfzeiten sind, da musst du dich schon ganz gut organisieren. Dann fährst du auch, also ich kann da versprechen, nur am 8. Oktober, manchmal wahrscheinlich einfach Congé, und ich probiere ein bisschen raufzukommen. Die auch Berufspolitiker, die just das machen. Da guckt das schon bei uns. Du hast den Moment in der Chambre, aber du hast Point Independent, die sich organisieren. Du hast zum größten Teil Staatsbeamten, die komplett freigestellt sind. Du hast keine Salarien in der Chambre. Ja. Also du gingst auch schon 20 Stunden Congé Politik rein. Und ich freue mich wirklich, wie sie sich das vorstellen, weil Chambre ist ja nicht von Montag 8 bis Donnerstag 12 oder so, aber dann ist Mendes Moi seine Kommission und dann ist Mitte seine Kommission und Plenär und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie sich vorstellen, welche Chambre soll mir repräsentativ gehen, wenn es mal 20 Stunden Congé Politik, ob sie das viel Salarien und Chambre kriegst, weiß ich nicht. Und dann nur noch nicht von denen gespart die Schichte schaffen oder so. Das ist für mich im Moment nicht möglich. Das heißt, ich meine, das müssen sie eigentlich was schaffen, ne? Weil das ist ein Problem von der Repräsentativität. Schon immer vom Beruf her, ja. Von anderen Sachen, und nicht zu schwätzen. Ja. Es gibt ja noch Probleme von Repräsentativität und Demokratiedefizit. Der haben wir da genug, ja. Ja, wenn wir vom Elefant am Raum schwätzen, Tauschen von den Leuten am Land, die zum Reichtum beitragen, die Steuern bezahlen, die von all den Gesetzen betroffen sind, die überhaupt nicht repräsentiert sind, weil sie kein Wahlrecht haben, bis hin zur Altersstruktur im Parlament, die nicht repräsentativ ist, Gender Balance, was schon besser gehen mit oder so noch ja, mir komischerweise Stanford von den Liberalen also immer so, ja, dann haben sich eben nicht so viele Fragen gemeldet oder die Jungs sind nicht so motiviert, dann plötzlich freuen sich alle. Das ist egal, wenn ihr noch länger Platz ist, ob der Mann oder eine Frau ist, weil ihr kennt doch Kompetenzen und das tun ich auch schon oft. Ja, natürlich. Also da war noch immer wichtig, davon zu schwätzen. Das ist ja eine Erfahrungen. Ja. Du musst ja, wenn du eine Erfahrungen hast, die bringst du auch mit an den politischen Arbeit. Es wäre besser, wenn sie mehr Frauen untermischt werden. Oh, die Welt wäre besser, wenn du nicht so eine Konzentration vermischt hast, egal ob wen, meine ich. Ja. Nee, aber sie wären nicht mich schlecht. Also für mich ich meine, sie wäre besser. Also. Wenn du Milch konzentriert hast. Ja? Als Mann meine ich, sie wäre besser, ja. Ja, weil ich selber merke noch, als Mann, du hast die Sachen, Impulse, die ihn holen, dann so. Ja? Die sind so einfach overzukriegen. Du streitst mehr als Mann, du bist mehr aggressiv, das ist schon klar. Also, auch wenn du Pazifist bist oder so. Und, ich meine schon, dass es besser wäre, wenn mehr Frauen möchten. Aber nicht Frauen, die Männer imitieren, weil das dann einfach kein Feminismus. Ich denke nicht mal an eine Anekdote, wenn die Diskussion abkommt. Und zwar, du weißt vielleicht am Arbeitsrecht, dass du eigentlich, wenn du eine unqualifizierte Arbeit musst, nicht 10 Jahre hast du Recht auf qualifizierten Mindestlohn. Das geht am Bausektor ist das zum Beispiel normal. Den Platz, wo das nicht geht, ist am Nettoyage. Wo alle Personen am Nettoyage schon 10 Jahre eigentlich muss einzeln für ein Gericht gehen und abklären, dass sie Recht auf einen qualifizierten Mindestlohn hat. Aber wo das ein bisschen abkommt, das war für 7, 8 Jahre, meine ich, wo die ersten Planten noch da kommen. Da haben da immens viele Fragen verloren für ein Gericht. Man Argument, sie könnten das nicht argumentieren. Und war immer eine Richterin.
Und das war für mich was so Symbolik, du hast am natürlich größten jetzt Frauen schaffen, die voilà, Mindestlohn und nicht qualifiziert und du schaffen eine schwer und eine harte Arbeit machen. Trichterin, die hat nicht gehandelt als Solidarität zu den Frauen, die hat gehandelt als Solidarität zu ihrer Klasse. Und du wennst für mich, solange du die Klassen unterscheiden, die Konzentration hast, das ist mehr wichtig wie Gender. Das viel besser machen, ja. Okay. Be a champion, wie geht das? Be a champion, be a champion, be a champion, the walls of the Hall of Fame. Am Covid sind die Arbeitsstellen als essentiell betitelt gehen, wie zum Beispiel der Nettoyage, die größtenteils Frauen, die an der Käse von der Supermarché sitzen, und natürlich auch Gesundheitsberufe. Das ist auch nicht alles vergessen, ich entfällt das. Ich meine, was nie kommen. Also ich meine, Leute, viele Leute tun das flott von du, was machen da jetzt klappen. Aber ob du wirklich eine Realisation kommst, was die Leute schaffen, ich weiß nicht. Also ich habe wirklich gefühlt, war bald voll schnell vergessen. Also die Arbeitskonditionen am Gesundheitssektor sind schon nicht verbessert. Nettoyage, das selber. Ich habe echt so gut gefühlt, ich höre darauf von Leuten, die an den Service arbeiten, also auch zum Beispiel am Horeska, dass die Leute nach der Pandemie noch viel mehr aggressiv sind. Anscheinend eine Majorität noch viel mehr eher aggressiver von oben Ruf mit den Leuten umgeht. Anscheinend wird das sich so gewandelt, dass ich meine nicht, dass ganz viel davon übrig bleiben als leider. Weil wir schwätzen immer, sind eigentlich an der Pandemie, für allem 2020, ja, eine Reihe Sachen, die man realisiert. Erstens, dass die Stadt angreifen kann, wenn er will. Wir haben realisiert, dass das alles auch kann ein bisschen ohne Stress laufen, dass auch man kann raufkommen, noch mehr Zeit an der Familie und so verbringen. Kein Auto auf der Straße hin. Ja. Das hat ja auch, also ich will ja nicht schwätzen, weil nee. Für viele Leute war doch nicht flott mehr. Nee, viele Leute ein bisschen eine Hoffnung kriegt auch, wie du siehst. Ja, das ist die Sache möglich, ob einmal, die kennt ihr auch, wo immer gesagt wird, das sind möglich, so Sachen zu ändern. Das alles vergisst. Ja, alles vergisst nicht. Ich kann eine Anekdote erzählen. Voll du. Das ist ein paar Jahre hier. Und ich schwöre das vor, weil ich lebe sein zu selber nicht mehr. Ich schwöre das vor. Ich habe damals ein im Sommer, also die letzte Reunion von der Chambre, da gehen Deputierten oder größtenteils sind sie zusammen in die Höhle gegangen und ich war so verlocht dabei. Und ich sitze da bei einer Person um Tisch und ein bisschen Smalltalk geführt. Und dann bin ich da gefragt, weil das eine Person, die schon relativ lange in der Politik ist, wie könnte das dann, dass die sich engagiert hat, was war für er, ein bisschen das, was du mich gefragt hast, wie war du da angefangen? Und hat sie gesagt, und das ist eine Person, die relativ aus einem bourgeoisen Milieu kommt, eine gut Lützeburger Familie, ich würde mal nennen. Und ich bin uns von einem Bekannten gefragt, die war bei einer Lust und die habe ich gebraucht und habe mich gefragt und sind schon gegangen. Das ist so wie ich durch für die Länge gezählt. Aber okay, aber Dono, der sieht dann an die Chambre kommen. Ja, nee, aber auch also das ist noch immer so. Und die Person, die so seit, ich weiß nicht, 20 Jahre an der Chambre. Du gleich kannst du nicht mehr sagen. Nee, ich sage bewusst nicht. Ja, du musst nicht mehr gleich. Und auch die Partei nicht. Also, okay. Weil ich meine, dass es der eine Partei gibt, der Leute. Ja, und ich würde nicht auf eine Person reduzieren. Aber, voilà, und du hast keine Vision. Du hast keine Vision, keine Motivation. Weil der geht es gut. Und dann irgendwann, es wird zu blöd gehen. Und ich gedacht, ich muss leben, weil ich muss mal schaffen. Weil du musst schaffen. Ja, ich muss mal schaffen, ich muss mal aufstehen. Ja, nee, also sie hat immer nur mehr gern geschafft. Alltag gern geschafft. Das ist einfach ein relativ liberal wie auf Leben, weil Heinz, du musst ihn aufstehen und würde keine Lust aufzustehen. Nee, also auch heute, ich habe noch immens viel zu dienen. Du glaubst mir noch nicht, dass ich viel zu dienen habe. Ne? Ich weiß nur meine Agenda. Pickst den Agenda aus, leg mal den da hin. Und bleib so durch, hey, guck, alltag und ich Rendezvous. Alltag, du glaubst das nicht, weil ich an der Chambre bin. Mir ist schon viel zu dienen, guck nicht. Alles wird das nicht gelungen.
Als zweite Seite steht Sauna. Und für die Person aus Sauna ein Rendezvous. So wie ich muss mit Substoffe schaffen zu gehen, muss die wahrscheinlich mit diesem Feier in der Sauna sein. Weißt du, und das sind Leute, die eine gute Zeit schon in der Chambre sind, die was Gesetze dezidieren, ob der Mindestlohn strukturell angepasst wird oder nicht. Wenn es steht froh, wie hoch ist der Mindestlohn, die kennt man das nicht so. Und für mich ist wirklich meine Hauptmotivation, die Leute, die von der Diverhand kriegen, das kann nicht Majorität sein an unserem Parlament. Weil das heißt, du hast schon Teilchen von unseren Einwohnern, die nicht repräsentiert sind, aber das sind extrem gefallen. Und ich meine, der Dank, den ich von Lützeburg als ein kleines Land, das kann ja bald jeder reden, aber du hast auch eine große Bourgeoisie hier am Land, die keine Ahnung hat von den Problemen von den Leuten. Und die sie repräsentiert. Obwohl die Lenk eigentlich eine Partei ist, die eine komplette Minorität ist in dem Bild. Ist trotzdem den Engagement und die Motivation da. Ja, du musst also zum einen geht es schon darum, für Diskussionen an der Öffentlichkeit, Debatte an der Öffentlichkeit mit zu steuern, ein bisschen einen Einfluss darüber zu halten. Das heißt, wenn du schon eine linke Stimme einfach in der Chambre hast und an den Medien, hast du eine andere Klappe, die laut in der Gesellschaft, das verdient. Ich meine auch, dass wir haben auch praktisch schon Sachen erreicht. Also wir haben einen Impact. Es dauert schon immens lang. Und das kann auch eins frustrant sein. Aber das wissen wir. Ich meine, die meisten Leute, die bei der Linke engagiert sind, die wissen, dass es lange Weg ist. Ja. Dafür ist es immer nicht gut, dann fange ich absurd für sich zu motivieren. You could be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could be the world, you could be the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall of fame. Standing in the hall of fame. So. The world's gonna know your name. You burn with the brightest flame. The world's gonna know your name. And the world's gonna know your name. Carol. Ja, aber das muss man nicht sehen. Das muss nicht sehen. Das ist ein Aufschluss. Ja. Merci. Aber merci dir.